So, da sind wir wieder. Hallo, hallo. Wir sind gleich noch auf der Suche nach dem Nilfgaarder, der da von dem Greifen ist geflüchtet. Und ja, gehen wir da schauen. Er ist auch da über die Felsen auf, oder wie? Ja, der steht über die Felsen auf. Ah, Bienenwabe. Das Greifennest. Ah. Oder was davon übrig ist. Das Nest habe ich gefunden. Hä? Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Der Bein die Arme ausgeschlissen. Scheiße. Und da? Sie sieht geil aus. Der ist tot. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Wunden untersuchen. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Werde. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Ein Königsgreif. Der sieht geil aus. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. 500 Punkte halt. Da ist noch einer. Velener Langschwert. So, die schauen. Inventar. Nützliche Gegenstände da. Okay. Das ist ja da in diesem Nest. Oh, da ist noch die Truhe. Oder nein? Nein. Orange. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Ich höre da irgendetwas. Ah, das ist wieder ein Ort der Machturm. Magie. Ein Ort der Macht. Ah. Unbewacht. Aussergewöhnlich.
ein Fertigungspunkt, den ich erhalte. Okay. Meine lieben Leute, jetzt muss ich heute da Charakter. 2 Punkte habe ich zur Verfügung. Mhm. Zwei Punkte. Schutzschild verbessern. Das Irden. Gegner werden im Wirkungsbereich verlangsamt. Das wäre auch noch gut, he? Oder das? Nein. Das. Nein, nicht mehr das. Kann ich das jetzt nicht nehmen? Wieso kann ich jetzt das nicht nehmen? Verfügbare Punkte 2. Oder wie? Das könnte ich nehmen. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ist der nicht dumm? Sollte ich das jetzt können? Fertigkeit erwerben. Ah, so. Ja. Ah. So, da den richtigen Knopf drücken, ich lese mit den. Okay. Platz auswählen. Jetzt kann ich eben den noch nicht. Nein, ich will das noch nicht. Jetzt habe ich aber da noch keinen Platz. Ich muss zuerst eine Stufe aufsteigen, dass ich dort einen Platz habe. Ah. Okay. Achsezeichen. Explodierender Schild. Ja. Das wäre auch gut. Ja. Aha, nein, aber jetzt habe ich, das ist besser da. Erhöht die maximale Vitalität. Ah. Aber kann ich jetzt da nicht irgendetwas vorher tun? Da. Mutagen. Ah! Da könnte ich das Mutagen dazu tun, könnte ich da. Ah! Also, in dem Fall. Aber ich habe noch keine, he? Okay. Also, alles klar. Frage die Kräuterfrau. Ja. Kommen wir zu den Kräuterhex.
Ah, schön jumpen die Plätze. Suchst du Ärger? So ist's gut. Nein, ich suche nicht Ärger, eigentlich. Und hier auch nicht. Ah ja, ja, die hätten da feierlich Rütli, hä? Kann ich echt das plündern? Sieht mich ja niemand, oder? Was ist das für eine Wurzel? Nieswurzblütenblätter. Ja, Nieswurz. Ah, Nieswurz brauche ich natürlich, ja. Für einen Köder. Ja, das nehme ich alles mit. Einfach mal den Garten plündern. Zwergenschnaps, gib. Das ist etwas für ein Jahr beim Zigrin. Wenn wir ihn treffen. So, wo ist die Kräuterfrau? Da. Hallo? Jemand daheim? Hallo? Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die Oh, rote Blüte. Hallo? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. aha. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ist das wahr? Ich muss Kreuztorn haben. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saarsohn. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Ja, er hat sich wirklich darum gekümmert. Das hat mich gedacht. Kaiser M. hier dürfte dir egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Wie? Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Gespräch? Ich könnte mir noch etwas anderes vorstellen. Ah, ist cool. Oh, da ist noch das Buch. Das Kräuterbuch. Ja.
Ich sage jetzt dazu nichts. Also, ich bin manchmal ehrlich. Die Beste vom Maisgarten, also es muss jetzt da. Finde mit Hilfe der Hexen sind das Kreuztor. Kreuzdorn. Am Grunde des, okay. Das ist sicher wieder ertrunken dort. Ja, da ist auch noch etwas verfügbar, eine Quest. Ja, das mache ich auch gerade. Gut. Ah, da ist es. Ist Pferdle. Oh, das hat da feierlich Rütter überall. Ah, das ist hier. Komm jetzt. Ah, das Frauenli da. Alte Frau. Da rührt sich was. Hey, jemand zu Hause? Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aha. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz, da hab ich sie ihm gegeben. Das tönt nach einem Alchemist irgendwie, hä? Ah, was ist denn passiert? Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Ja. Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ja, Mütti. Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Gut, ich helfe dir. Natürlich. Mein erster Pfannenauftakt. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Mein erster Pfannenauftrag. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Alchemistenpunkt. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts.
Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnitten. Das ist nicht schlecht gewesen. Miete. Das ist nicht schlecht gewesen. Aber dahinter ist etwas. Das ist ihre Bratpfanne, komm. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Ah. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, ich hasse. Was war da oben noch gewesen? Sehe ich noch etwas mit dem Hexer sind? Was ist da? Untersuchen. Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, ich hasse Mühe, hab ein bisschen Geduld. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Verbrannte Papiere. Wo ist das hier? Und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert. Bin mit nichts als meinem verfluchten Schwanz in den Händen dagestanden und hab umsonst gewartet. Ich dachte, die nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert, aber du? Das ist schon unleserlich, hä? Sag deinem gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber als sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Was echt für ein Treffen, du? Und warum steht der mit nichts aus dem Schwanz dort? Mysteriöse Geschichte. Und da noch etwas. Das Kerzchen anzünden. Sind da noch Fotos, Karten. Jägerhose. Tabakpfeife. So, Mütti, hier ist die Pfanne. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Ja. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Danke schön. Was hast du mir gegeben? Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Oder einen Hecht. Bratapfel. Oh, Brat. Ja, das ist super. Danke. Apfelsaft. Ja, das ist ja cool. Merci, Mütti. Bratapfel. Und Brot. Gut. Und was macht der Apfelsaft?
Oh, der ist ja gut. Du regeneriert Vitalität 20 Sekunden. Oh, das ist gut. Sehr gut. Ankenmüte. So, ich will die Save machen, sorry. Ich muss heute. Also, jetzt kann ich schauen, da ein bisschen tauchen. Ah, ist das von dem? Ah. Kreuztorn. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Ah, Wesemir kommt mir jemand helfen. Da ist sicher irgendwo noch etwas. Was sind das da so? Fischerkörbe, hä? Krabbenkörbe. Sicher irgendwo noch etwas zum Schauen. Sprich mit Wesemir. Ah, der will mir auch helfen. Wesemiro. Alter Haudegen. Mach langsam. Mir aus Weg. Könntest du uns vom Bösen erlösen? Oder was habe ich noch für eine Quest? Sprich mit Wesemir. Ah, Schatzsuche natürlich, die zwei, hä? Okay. Ah, gang mir aus Weg. Nicht so schnell, Plätze. Dann fällt er ins Bett. Ich weiß, was ich Warte mal. Elsa zieht Bringst du ein Geld hier mit mir? Kleine Kuh. Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Golden. Guter Mann. Dem gehören die Felder am anderen. Mach langsam. Am Wald? Bojan Klimek. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Also, okay, liebe Leute. Das nächste Mal gehen wir mit dem Wesemir reden und dann schauen wir, wie das weitergeht mit dem Greif. Ja, vielleicht kommt er mir dann auch helfen, ihn zu tröschen oder so. Okay, bis zum nächsten Part. He? Tschüss. Ausgeburt der Hölle mit Schlangen.